Gut, willkommen da, liebe Musikschaffende, die zuschauen, die zum ersten Mal da sind. Geht sicher auch noch auf die Kanalseite, dort findet ihr gewisse Playlists schon angeordnet mit ganz viel Content drin, ob es jetzt zu Marketing ist, Promotion oder wie man den Songkatalog, den man selber hat, irgendwie besser verwerten oder Analytics. Geht also auf jeden Fall auch mal in die Kanalseite rein. Heute schauen wir uns eine weitere Studie an, und zwar, da seht ihr auch schon den Namen vom Ingvar Kjus, wenn ich das richtig ausspreche, oder Ingvar Jus. Und zwar haben die da geforscht über 360-Deals, also über Musik-Business-Verträge. Wie es der Titel da schon sagt, Twists and Turns in the 360-Deal, Spinning the Risks and Rewards of Artist-Label Relations in the Streaming-Era. Wir lesen da mal alles durch. Ich habe da vielleicht spontan amigs auch noch ein bisschen meinen Kontext gegeben, mit Erfahrungswert oder Inputs, die mir so ein bisschen einfallen dazu. Ich möchte nicht, dass das so abschliessend irgendwie angeschaut wird von irgendjemandem, der da zuschaut, weil Vertragswesen ist ein sehr kompliziertes und ein sehr tiefgründiges Thema. Einer der Gründe, wieso er auch nicht so viel Content gesehen zu aktuelleren Verträgen und Konditionen und alles, ist, weil ich auch amigs noch sehr hin und her gerissen bin, ob man das so in den Vordergrund tun. Ich habe das Gefühl, indem jemand wie ich über so Sachen nachher würde reden oder über spezifische Vertragsklauseln, tust du nur ein Symptom bekämpfen, aber nicht die Wurzeln gehst du nicht damit an. Ich würde mich nicht so fest verstricken, über einzelne Paragraphen zu reden, die mir irgendwie mega wichtig sind, oder dass ich das anderen schon empfohlen habe, hey, pass auf bei dieser Vertragsklausel oder bei dieser, weil du dann indirekt trotzdem dieser Klausel als Ganzes, dem Paragraph, gibst du trotzdem einen Cosign insgesamt, und dort bin ich halt einfach vorsichtig, weil ganz viele Paragraphen sind in einer Zeit entstanden, vor zum Beispiel meiner Geburt oder vor der Geburt von ganz vielen Zuschauern und Zuschauerinnen, die da zuschauen und vielleicht auch das interessiert mit Musikbusiness-Verträgen oder wie das läuft. Es ist so ein bisschen silly, habe ich so das Gefühl, wenn man dann irgendwie in so Diskussionen kommt, dass man über Gesetzesregelungen redet oder alte Geschäftskonditionen, die irgendwie in den 80er, 70er, 80er Jahren entstanden sind oder in den 90er Jahren und bis heute noch nicht richtig korrigiert worden sind. Ich weiss eben nicht, wie viel von dem einfach war. Wenn du dann darüber redest, gibst du dem trotzdem wie so einfach eine Gewichtung, weil du dich immer noch innerhalb von dieser Vertragsklausel bewegen tust und nicht die ganze Vertragsklausel selber irgendwie in Frage stellen, oftmals. Darum einfach als Disclaimer, wenn wir uns das jetzt anschauen, ich versuche ein bisschen Kontext zu geben, wo ich kann, aber offensichtlich ist das nicht abschliessend und sollte auch nicht angeschaut werden als etwas, das in Stein gemeißelt ist. Wir gehen das einfach mal durch und schauen mal, was uns da dazu einfällt. Introduction. The relationship between individual creators and commercial companies is important in any creative industry, and particularly so in the music business. This article presents a novel approach to contract analysis as it has benefited from first-hand access to 22 contracts from Norwegian music industry stakeholders. Also sie haben so 22 Verträge, norwegische Verträge, also von der norwegischen Musikindustrie, haben sie sich da angeschaut. Knowledge about trade practices is available, however, in industry handbooks presenting the various terms that come into play, such as advances and recoupment, and guiding newcomers, up-and-comers and stars regarding what to expect from the process. Deine Antworten, die du bekommst bei so einer Verhandlung, egal ob das jetzt eine größere Firma ist oder eine kleinere Firma, kann halt sehr anders aussehen, je nachdem wie viel Konsum du hast. Ein einfaches Beispiel, es könnte jetzt sein, jemand, der da zuschaut, ist bei 5000 monatlichen Hörern auf den Streaming-Plattformen, und die Antworten, die du dort bekommst, für die gleichen Songs, die du rein würdest geben. Sagen wir hypothetisch, du hättest die gleichen Songs mit 5000 monatlichen Hörern, oder du hast irgendwann einmal 60'000 monatliche Hörer oder bist auf einem Level 60, 70, 80'000 monatliche Hörer, gehst mit den exakt gleichen Songs, gehst nachher wieder an den Verhandlungstisch. Kann das sein, dass allein wegen dem Konsumunterschied deine Verhandlungsbasis offensichtlich wird die völlig anders sein, aber auch die Antworten, die du bekommst oder auf gewisse Fragen, die du stellst, können auch komplett andere sein. Ich habe auch beobachtet öfters mal, dass so ein bisschen der Satz nachplappert wird, ja weißt, deine ersten
Deals sind immer schlecht, wenn du jetzt mit einer grösseren Firma etwas würdest zu tun haben. Und ich weiss auch nicht dort wiederum in meinem Kopf so wichtig, weiss ich auch nicht, wie viel von dem einfach Propaganda ist, wo irgendwie gestreut worden ist von der Musikindustrie oder von irgendwelchen schlauen Köpfen, die dort irgendwann mal gefunden haben, es wäre doch gut, wenn wir den Narrativ da draussen streuen würden, dass sich die Artists alle ein bisschen daran gewöhnen, dass deine ersten Deals, die du hast, alle völlig verschissen sind, auf gut Deutsch gesagt, und alle sehr schlecht werden sein. Und dass man sich dann schon psychologisch darauf einstellt und das einfacher auch akzeptiert, allenfalls bei so einer Verhandlung. Also das sind so ein bisschen meine Gedanken dort, meine persönlichen Gedanken. Ich habe nicht das Gefühl, dass das immer so schwarz oder weiß kann sein, dass halt immer, wenn du jetzt als Newcomer etwas verhandeln wirst, dass du musst damit rechnen, dass du einen schlechten Deal bekommst oder so. Aber dort sind sehr viele Dynamiken, spielen dort mit rein, wo mir jetzt spontan einfallen. Eine grosse Dynamik ist auch, dass Leute, die halt nie Cash hatten oder nicht viel Geld hatten, dass die vielleicht auch schneller Ja sagen zu schlechten Geschäftskonditionen als Leute, die vielleicht den Zeitdruck nicht haben und sich sagen, ja gut, ich kann es auch noch mal ein Jahr oder 2 Jahre aushalten, indem ich einfach weiter release für mich selber und dann schaue ich, wie die Vertragskonditionen in 2 Jahren aussehen. Dort bin ich dann an einem anderen Punkt und dann gehe ich nochmal in so Vertragsverhandlungen rein. Stars like Robbie Williams, Madonna und Jay-Z were offered lucrative multi-million-dollar deals which thought to encompass income from not only recordings but also additional aspects of an artist's career, like merchandising, publishing, endorsements and touring. Gewisse Artists aus der Vergangenheit, die Ja gesagt haben zu so Deals, wo halt mehr umfasst als jetzt nur ein Master, haben es natürlich zukünftige Artists auch wie so ein bisschen schwieriger gemacht, indem vielleicht die Artists nachher auch mit dem unter Druck gesetzt worden sind, dass ja, hey, die grossen Namen, die wir da gesehen haben das auch unterschrieben, wieso solltest du das dann nicht unterschreiben? Weil wenn man einmal die Rechte besitzt oder abgegeben hat, dann gewöhnen sich natürlich gewisse Firmen auch daran und sagen sich, ja gut, jetzt geben wir es nicht wieder zurück. So. Record contracts have always made extensive claims upon artists' working opportunities, present and future, such as denying any engagement with other recording projects. Wenn das ein kleiner Satz ist jetzt in dieser Studie, aber da steckt sehr vieles drin. Es gibt auch Verträge, die non-exclusive sind, wo du nachher nicht exklusiv für einen Zeitraum X mit dieser Firma zusammenarbeiten tust. Aber ich würde einfach mal jetzt behaupten, das ist jetzt meine persönliche Theorie, dass die Musikindustrie oder gewisse Firmen nicht wollen, dass die Verträge so fest Promo bekommen, weil die Agenda, zumindest von dem, was ich beobachte, schon noch sehr in die Richtung geht, dass man möglichst die recht exklusiven da. Was amigs nicht so ganz nachvollzogen wird von vielen Artists ist, dass wenn in gewissen Verträgen so Exklusivitätsklauseln drinnen ist, dann passiert es ja ganz oft, dass in Verbindung mit dem Vertragsumfang, also wie viele Sachen du liefern musst, dass du halt dann für eine längere Zeit gebunden bist an die Firma und wenn es jetzt 100% exklusiv wäre, dass du halt dann in dieser Zeit nicht selber etwas vertreiben könntest oder mit anderen Leuten etwas könntest schaffen. Öfters ist das eher der Fall nachher bei Vertragsende, dass du nachher erst wieder non-exklusiv bist und mit den Leuten kannst arbeiten. The labels demand the ability to recoup their expenses from various aspects of the recording project, often leaving little to the artist in the end. Denkt euch dort auch als kleine Anekdote, es kann auch vorkommen, in Vertrag, dass dieses Recoupment in Verbindung steht mit der Verlängerung vom Vertrag, wo, wenn du nicht recouped bist, dass der Vertrag um x Monate oder x Jahre weitergeht, bis du recouped bist. Es gibt halt nicht die eine Art, wie so ein 360-Deal aussieht. Auch wenn gerne mal behauptet wird, dass es so Industriestandards gibt, meiner Meinung nach gibt es das nicht. Das ist wie so sehr individuell auf die verschiedenen Situationen von den Artists. For example, industry organizations have in recent years reported an increase in the use of licensing contracts whereby artists retain ownership of their recorded performances. Das gehört der Amix auch, wenn gewisse Interviews sagen, ja, ich habe meine Masters, aber meine Masters gehören mir. Das ist jetzt mein persönlicher Take. Ich muss Amix trotzdem noch schmunzeln, auch wenn so etwas gesagt wird, weil auch wenn du die Masters, das Ownership hast, wie auch immer, das dir gehört und du kannst dort ein bisschen mehr darüber bestimmen und mehr Ja oder Nein sagen, sind die exklusiven Nutzungsrechte aber dazu meist
meistens trotzdem aber bei dieser Firma für die 10 Jahre oder 5 Jahre oder 3 Jahre oder was auch immer. Furthermore, while labels are likely to have expertise in contracts, individual artists are not, leaving them reliant on the consultancy of lawyers, managers or interest organizations. Tricky wird es dann auch dort, wenn halt gewisse externe Anwälte im Bett sind mit den Labels, dass die Person, dass der Anwalt oder die Anwältin vielleicht einfach das Spiel spielt, dass sie kommen, was wollen, zu einem Vertragsabschluss wollen kommen, weil sie wollen auch davon profitieren, von dem Vorschuss oder von den Zahlungen, die nachher dort reinkommen. Und dann kann es auch entstehen, dass die auch Cloud chasen bei dieser Musikfirma und dass das auch ein Interessenskonflikt plötzlich kann sein, weil du dann auch in Situationen könntest sein, wo der Anwalt eher auf der Seite ist vom Label und nicht auf deiner Seite. Ganz viele Sachen kommen da natürlich ins Spiel. It should also be noted that the context of this study is Norway, which is a small country of about 5.4 million people and therefore represents a limited market of both artists and audiences. Local artists represent less than 20% of the streamed music in Norway. In den allermeisten Fällen sind das da First Drafts gewesen, also wie so der erste Entwurf aus dem Archiv raus, weiss man halt dann natürlich nicht, ob die noch verändert worden sind, ob die gerade so gesigned worden sind oder überhaupt gesigned worden sind. Also das sind 9 Verträge von 2007 bis 2010 und 13 Verträge von 2016 bis 2019. Among the 13 later contracts, 7 specified albums, 2 of which included single, while 6 specified singles only. Da so ein bisschen die Theorie oder die Argumentation in den 13 späteren Verträgen, die angeschaut wurden, ist von 2016 bis 2019, sagen ein paar auch eher Single-Contracts gewesen, also auf Single-Basis. Selbst wenn man das individuell mit Anzahl Songs macht, sind das am Schluss, man redet halt nicht von einem Album, aber am Schluss 12, 13 Songs sind dann trotzdem ein Album. Ob es dort drin heisst, die nächsten 15 Songs sind exklusiv mit uns oder das nächste eine Album und vielleicht noch 3-Track oder ein 5-Track EP und ziemlich aufs Gleiche. Ich glaube, wenn man schreibt, aber das ist jetzt meine Meinung, wenn man schreibt 15 Tracks, wirkt das ein bisschen harmloser oder kann das ein bisschen anders wirken in den Ohren von einem Artist, als wenn man sagt, ein Album und 2 EPs. For both albums and singles, the advance was an expense which the label deemed recoupable from the royalties of the artist. Also die Vorschüsse haben entsprechend auch müssen wieder recouped werden. Und das sind alles Kosten, die nachher auf den Artist halt zurückfallen. Oder der Artist ist halt nachher im Minus. Aber eben, das ist schon mal für eine andere Episode, dass wir dort mal tiefer reingehen. The majority of the contracts, particularly the recent ones, also claimed cross-recoupment from other income sources. Du hast für deine Masters, hast du den Vorschuss noch nicht eingespielt. Kann es sein, dass es eingespielt werden kann, aber nach mit deinen Live-Einnahmen oder mit anderen Sachen dort die Schulden wieder tilgt werden. Dort, wo es aber auch tricky wird, ist, es gibt viele Verträge, wo es nachher mit anderen Projekten, vorherigen oder nachträglichen Projekten auch cross-recouped könnte sein. Das heisst, das eine Projekt, dort bist du im Minus, das neue Projekt oder das nächste Projekt ist aber nicht unabhängig, die Kosten, die dort nachher reingespielt werden. Und dann kannst du halt in so ein noch tieferes Loch fallen, weil die nächsten Projektkosten werden nachher auch dort draufkommen auf die Rechnung und dann wird es ziemlich schnell ziemlich messy. Also das Cross-Recoupment wirkt da jetzt vermeintlich so in so einem Zwischensatz sehr harmlos, ist aber auch eine sehr mächtige Dynamik dort dahinter oder kann potenziell dahinter stecken. Both periods included 1 or 2 so-called break-even deals, which offered the artist 50% royalty, but only after the expenses of the label, usually an independent one, were covered. Dort als kleine Anekdote, wenn man so ein bisschen den Satz hört, Leute nachplappern, ja, Independents sind die Lieben und Majors sind die Bösen, gehen nicht einfach blind davon aus, dass Independent-Verträge besser oder vorteilhafter sind, automatisch für den Artist, als jetzt der Major-Label-Vertrag in so einem Fall. Independent-Verträge können genauso schlecht oder gut sein oder vermeintlich fair gegenüber einem Artist oder auch unfair gegenüber einem Artist. Some of the early contracts specified an increase in royalty percentage in keeping with increasing sales, such as an increase from 10% to 13% when 10,000 copies has been sold and to 16% when
20.000 copies had been sold. Wenn man wirklich von grossen Upgrades redet, von 20 auf 40% auf, wo wirklich Unterschied können entstehen in deiner Abrechnung, wäre das ein bisschen etwas anderes. Aber das ist oftmals auch alles mit kalkuliert worden, selbst wenn du so Benchmarks oder Zielsetzungen setzt und sagst, ja, ab 40.000 verkaufte Einheiten oder 10 Millionen Streams bekommst du das und das. Ich glaube, für den Artist ist es zurzeit, für den Schweizer Artist ist es vorteilhafter, wenn du eher weniger bis gar keine Benchmarks abmachst. Auch wenn das ein bisschen die Situation ein bisschen unkonkreter macht, dadurch vielleicht, auch was Zielsetzungen wären von einem Label, aber ob das in einem Vertrag steht oder nicht, wegen dem kannst du trotzdem über Benchmarks, also über Zahlen, Zielsetzungen, über Streaming-Zielsetzungen reden mit den Labels. Ich würde das halt nicht so schwarz auf weiß auf einem Blatt Papier, würde ich das für die Schweiz in dem Stand, wo man jetzt ist, würde ich das vielleicht noch nicht so fest zementieren, habe ich das Gefühl. Such scaling was absent from the later contracts, which also did not distinguish between royalty percentages for physical and digital formats, but instead kept a flat rate across them. Du kannst dennoch in gewisse Vertragssituationen kommen oder Vertragsverhandlungen, wo du sogar bis runterbrechen kannst auf DSPs und die verschiedenen Prozent von den DSPs auch noch verhandeln. Einfach halber versuchen gewisse Labels, auch in der Schweiz, aber auch in anderen EU-Ländern, eher eben so wie da beschrieben worden ist, einfach eine Digital Rate abzumachen oder eine Streaming Rate für alles. Aber es haltet dich auch nicht davon ab, gewisse DSPs, wo du zum Beispiel viel mehr Leverage hättest, oder wenn du jetzt sagst, mein Spotify ist schon popping oder mein YouTube ist schon popping, dass du gewisse Rates auch anpassen tust nach DSPs oder sogar gewisse DSPs ganz rausnimmst aus der Verwertung. Über so Sachen wird halt auch nicht so fest im Vordergrund geredet, aber die Verträge gibt es auch, ohne dass wir da jetzt sehr tief in das reingehen können, weil das die Zeit würde sprengen. Aber einfach, dass ihr das schon mal gehört habt. Es gibt natürlich auch Verträge, wo die Exklusivrechte zu gewissen DSPs gar nicht in den Verträgen enthalten sind. Ein grösseres Label wird natürlich immer darauf pochen, alle deine DSP-Rechte zu bekommen, auf einen Schlag. Und dir möglichst einfach halt eine Rate, einen Split zu geben für alle DSPs zusammen und nicht noch das verschachteln oder individuell anschauen. Aber das gibt's alles. Die Möglichkeiten, dass du das alles halt individuell könntest, bausteinmäßig auseinandernehmen. These rates all apply to sales in Norway and most of the contracts across both periods specified a higher rate for international sales. Wenn man jetzt in der Schweiz das beobachtet und man ist Schweizer Musiker oder Musikerin und macht Mundartmusik als Beispiel, steht da auch so ein bisschen der Krux dahinter, dass gewisse Labels vielleicht internationale Rechte wollen, aber du auf deiner Seite argumentieren könntest, ja, wenn meine Songs sowieso nur in der Schweiz konsumiert werden, wieso sollte ich dann euch die weltweiten Rechte geben zu diesen Masters oder zu meiner Musik? Wenn du dann automatisch die weltweiten Rechte abgibst, dann kannst du halt nicht selber nach in Deutschland oder in den umliegenden Ländern kannst du nicht selber bestimmen, was du mit diesen Songs willst machen. Geht von dem aus, dass der Job von den meisten von diesen grösseren Musikfirmen oder von diesen Anwälten, die für sie das dealen, denen ihr Job ist zuerst mal alles reintun, was geht. So viel reintun wie möglich. Dann wird es eher ein Spiel daraus, welche Klauseln du auf deiner Seite am besten solltest rausnehmen oder anpassen. Und es wird einem nachher vielleicht das Gefühl geben, nein, die Klauseln sollten drinnen bleiben oder die müssen drinnen bleiben, aber es muss etwas drinnen bleiben oder so. Das ist alles hochspekulativ und kann man alles dealen und verhandeln. The contracts contain numerous variations upon this formulation which attempt to address any conceivable form of music distribution as it continues to evolve in new ways. Einer von den Running Gags, die man auch immer wieder trifft, ist, dass so Klauseln zum Beispiel wird drinnen sein, dass man für jetzige DSPs, jetzige Plattformen und auch das Vertriebsrecht für zukünftige Plattformen bekommt, die gar noch nicht existieren. Das heisst, wenn irgendwann eine neue Social Media Plattform XYZ um die Ecke kommt, dann könnte es sein, dass du ihnen das Recht gibst, dass sie das dann einfach dort drauf könnten tun. Und im schlimmsten Fall ohne deine Erlaubnis. Bei ganz, ganz grossen Künstlern kann das zum Beispiel unter anderem einer der Gründe sein, wieso gewisse Künstler sich das Recht vorbehalten, bei ganz neuen Plattformen nicht gerade von Anfang an drauf zu sein, weil sie wissen, sie haben natürlich so viel Cloud, dass wenn ihr Zeug auch gerade sofort auf dieser Plattform ist und vielleicht in einer Phase, wo man noch nicht wirklich weiss, ob die Plattform nachher abgeht oder nicht, ist das so ein starkes Image, dass es auch Strategien gibt, dass man sagt, okay, man tut sich bewusst dort noch nicht drauf oder der Katalog
Katalog tut man dort drauf. Aber wenn du halt all die Nutzungsrechte irgendwie schon abgegeben hast, dann kann es schnell mal passieren, dass du gar nicht mehr darüber bestimmen könntest in solchen Situationen. The later single contracts, however, include respectively 10, 15 and 19 option periods which they might choose to use. These contracts therefore only commit the label to smaller and more flexible recording projects such as the making of a remix or an acoustic version of the single, for example. Auch wenn sie da von Remixes und Acoustic Versions of the Single reden, kann man es aber trotzdem so definieren, dass das dann nicht als eine einzelne neue Option gilt, sondern halt Teil vom Originalmaster ist. Aus einem ähnlichen Grund sind teilweise gewisse amerikanische Artists mad, im Hip-Hop-Bereich vor allem, wenn es darum geht, dass Mixtapes anders gezählt werden als Alben. Gewisse Musikfirmen haben sich da über ein Jahr sehr einfach gemacht, indem sie halt einfach irgendwie das geschafft haben, so zu behandeln, dass Mixtapes zwischen Alben-Releases, dass die nicht gezählt werden als Option zum Beispiel und dass es dann vielleicht spezifisch heisst, ja, es müssen 3 oder 4 Alben sein. Furthermore, the labels claim the right to sell the contract to another label. Some even specify that there is no need to notify the artist of this in advance, underlying the imbalance in such arrangements between the signatories. Da siehst du auch schon ein bisschen eine widersprüchliche Sache dort dahinter, dass durch die Exklusivitätsklausel der Artist meistens nicht mit anderen Parteien könnte zusammenarbeiten, aber ein Label, so ein grösseres Label, sich auf ihrer Seite wiederum trotzdem das Recht vorbehalten, so Kataloge einfach weiter zu verkaufen, oftmals eben ohne überhaupt absegnen lassen müssen vom Artist, was dann nicht gerade gesagt wird. Zusätzlich kann sein, dass eine Release-Sperre kann vermerkt sein, dass du eine Wartefrist hättest, nachdem du draussen bist und den ganzen rechten Umfang, die ganzen Produkte abgegeben hast, die du in diesem Vertrag abgemacht hast. Und auch dort ein riesen Widerspruch besteht, weil das Label trotzdem kann weitergeschäften und 1000 andere Songs kann releasen, was das Ganze auch ein bisschen komisch macht. 7 demanded very specific percentages from concert earnings varying from 5% to 15%. 10% vom Artist-Honorar bei Konzerten ist als Beispiel genannt worden, mit der Rechtfertigung, dass dadurch, dass man die Songs zusammen verwertet und die Songs pusht und vermarktet werden von der Musikfirma, steigt halt das Image und der Status und die Bekanntheit von dem Artist und dadurch kommen auch mehr Live-Shows rein und wegen dem vermeintlich ist es gerechtfertigt, dass das Label von der Live-Einnahme auch profitieren. In that regard, it is striking that the contract option periods have expanded from 2 to 3 albums to up to 19 singles. Wenn du anschreibst 20 Songs, kann das halt ein bisschen harmloser tönen, als wenn du sagst 2 Alben sind in diesem Vertrag. Es liegt alles ein bisschen, wie du das wordest, aber die Anzahl Tracks könnte trotzdem die gleiche sein, die du vom Artist bekommst. Artists also reported a growth in their involvement in licensing and distribution deals, through which they retain ownership of their work and instead pay for certain services. Die Entwicklungen kann man auch in der Schweiz beobachten, dass es viel mehr so der Servicegedanke jetzt im Vordergrund ist. Vielleicht auch, seit wir halt ein bisschen gemerkt haben, eben, dass die Royalty Rates viel zu hoch sind, also von Perspektive Artist, dass du viel zu viel abgegeben hast. Das ist jetzt halt meine subjektive Meinung dort, bei gewissen Sachen, die ich mitbekommen habe oder auch heutzutage noch irgendwie gesehen. Und dass wegen dem dann so ein bisschen ein Shift stattgefunden hat oder Diskussionen auch heute stattfinden, wo es darum geht, okay, welche Services will man nicht selber machen oder kann man nicht selber machen als Artist. Und dann könnte man immer noch mit gewissen Musikfirmen zusammenarbeiten, wenn man sagt, man will diese Aufgabenstellung outsourcen. Coole Studie, Shoutout auf jeden Fall an Autor dahinter, der Ingvar Gjus aus Norwegen. Wir haben jetzt natürlich nicht alles mega deep anschauen oder auch nicht so strukturiert, dass wir jetzt im Vertrag wirklich angeschaut haben. Vielleicht kommen wir irgendwann mal dazu. Ich hoffe trotzdem, wir können irgendetwas ein bisschen daraus rausziehen aus dem, auch wenn das nur so ein bisschen Erfahrungswerte oder Anekdoten gewesen wären. Danke vielmals, dass ihr da zugeschaut habt und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.